Hongkong. Eng Stadt, die mich immer direkt an Blade Runner denken lässt. Heichhäuser, die auf engstem Raum zusammengedrückt sind. Straßen mit unzähligen Neonschilder. Kung-Fu-Stunts von Bruce Lee. Und natürlich auf all Eck dämpfend chinesisch Essen. Ich bin für die zweite Kehr zu Hongkong und kann mir das Kehr richtig Zeit holen, für das Stadt zu explorieren. Für eine erste Impression von dieser Metropole zu kriegen, für den am besten Rub auf den Peak mit dem charmanten Funikulär. Es muss ein bisschen Geduld mitbringen, weil die Schlange sie lang. Wenn ihr bis am Tram dran ist, geht es steil bergab, bis zu 27 Grad am Winkel. Und komischerweise ist es mir bemol gar nicht mehr irgendwie dannert. Mit Uwen ukom ist alles gut. Aber bei dieser Vue versteht ihr direkt, für was zu Hongkong Platz ein Luxusartikel ist. Hongkong ist von der Surface hier nämlich ein ganz bisschen mehr groß wie Lützeburg, mit von 7,5 Millionen Leuten. Die Stadt besteht aus einer richen Insel. Wir sind halt gerade auf der Hongkong Island. Darüber ist Kowloon und da drunten sind New Territories und die machen Grenze zu China. Leider ist haut immens viel Smog an der Luft und die Vue ist hier ziemlich limitiert. Hongkonger leben engste Lebensraum von der Welt, du wennst als Espace rar. Es ist ein leicht klaustrophobischen Dschungel von Heichhäusern, die vollgestopft sind mit Mini-Appartementen. Eine typisch Hongkonger Wohnung ist 25 Meter Carré groß und darin wohnt normalerweise eine Familie von 6 Leuten. Überhaupt sind die Gebäude heute ziemlich unkonventionell gebaut. Zu Hongkong sind witzigerweise all gute Baugerüste aus Bambus. Und das, weil der Bambus Wasser und Taifun übersteht wie Metall. Am besten exploriert den Hongkong zu Fuß. Es gibt auf all Eck etwas zu sehen und es ist auch ganz einfach, sich rumzufahren, weil die Strassenschilder sind alle auf Chinesisch, mehr auch auf Englisch. Ein Überbleibsel von der Zeit, wo Hongkong noch eine britische Kolonie war. Hongkong hat 1997 seine Independance und gehört seitdem zu China. Aber es gibt noch immer ein paar extra Privilegien hier. Zum Beispiel brauche ich als Lützeburger kein Visa anzufahren, für anzureisen. Und im Vergleich zu anderen asiatischen Ländern schwätzt hier all Mensch Basic Englisch. Und das macht Stress so viel mehr flott. Mich interessiert natürlich nicht mehr etwas. Die Essen. Du wennst treffen ich meine Freundin Charmaine, mit dem ich zu London als Restaurantskritikerin für Time Out geschafft habe. Hat das hier abgewusst und hält mich mit an einen typischen Hongkong-Diner. So Charmaine, so nice to see you finally in Hong Kong. It's really nice to have you here finally. But you know what? I kind of feel a bit like we're still in London with my milk tea and my French toast breakfast. Is this a typical Hong Kong breakfast? Well, you're basically sitting in what is called a tatanping, and it's basically the Hong Kong version of a diner. So we have here instant noodles with spam and egg. Classically, it's something you could have for breakfast, you could have for lunch. It's something that's really comforting and junky. We love it in Hong Kong. Wait a minute. Wait, we need to explain this. So this is, das sind also Nudeln, die typisch Nudeln, die aus dem Pad kriegt, also Instant Nudeln, mit einem guten drauf, das ist ja an der Reihe für Breakfast. Und dann hast du so ein komisches Sauce drin. Richtig großen, runde Spam. Spam ist Fleisch aus der Bix. Es war ganz populär war in England an der Zeit. And the Hong Kongers, they like their spam too. They love spam. I mean, this is a classic comfort dish for many Hong Kongers. I remember spam from Monty Python. Spam, right? It's comfort food, as I said. Comfort and like a proper hangover breakfast, I find. Yes. So, and here's my French toast. That seems more familiar to me. This seems like proper food from home. Let's put a little pat of butter on top. Können du noch Butter Essential. drauf? Okay. Mit Butter kann ich nie etwas falsch machen, auch wenn diese Pain perdu eigentlich schon frittiert ist. Aber bon, es lebt ja nicht mehr einmal. Oh yeah. Okay. Das ist also mein Lieblingsding. Und zwar daheim geht man vielleicht Honig oder Maple Syrup holen. Wir haben Golden Syrup gemacht. I'll let you do the honors. Und ihr könnt da gleich so slow. I promise this isn't slow motion. Raus. Und das ist ein ganz süßer Sirup.
Well, that's a lot of syrup you put in there. Girl, Well, that's why we have milk tea, to cleanse our palate. are you cutting my toast for me? Yes. I feel like I'm at home with my mommy and I'm 5 years old again. I'm like, Mommy, make me toast. Oh, Thank little bite sizes. Oh, it's good. But if you eat that every day, you need to do a lot of walking. Dabei muss ich natürlich etwas trinken. An heute zu Hongkong brauche ich mal nicht zu wählen, ob ich Tee oder Kaffee will. So we actually have a Hong Kong creation that's called the yin yang. So Oh, it's let's literally get the that. yin and the yang. So you've got the milk tea blended with coffee. Shall we get that? Yeah. I need to try that. Okay. Tee mit Kaffee dran. Let's get it. Let's get some. Den Tee geht an enger Strümp infusiert. Ein ziemlich interessant Alternativ zu einem klassischen Filter. Da könnt Kaffee dabei, an der Yin-Yang als fertig. My first impression of smelling it is a bit like the coffee you get on an airplane. You know? Fliegerkaffee riecht das besser. Yeah, it doesn't pretend to be anything fancy, but it's kind of a... Oh, that's weird. What? Das ist eine totalen... Also ich so nicht würden, das komplett müsste der Cup durchnehmen. Was ist das? It's bitter, so it's got the bitterness of the tea with a coffee flavor coming Just from the coming side and with really strong milky creaminess. So I'm not quite sure if you love it or hate it. No, but it's making me very confused and I feel like I'm super jet lagged and my taste buds are jet lagged now. It's very good. Good? Yeah, it's Uniquely Hong Kong. Hongkong as e Foodie-Paradies. Et ginn eng Tonne Restauranten hai an et vun den authentisch Issen aus der ganzer Welt. So dats en dës Stadt locker mat New York a London vergleiche kann. Ech krut vum Charmaine rekommandéiert, den Tong Chong Market auszuchecken. E klenge Produzentemarkt, de mech e bëssi und de Let's Go Local Markt doheem erinnert. Janice huet dese Markt kreiert, fir lokal Lebensmittel zu promoten. I'm really intrigued by these vegetable stalls because I haven't seen any local vegetables in Hong Kong yet. Yeah, exactly. I mean, that's actually the inspiration behind starting the entire market because Hong Kong, like you look at Hong Kong, it's all skyscrapers, it's all like concrete and you think, oh, nothing grows here. Like there's no way that there's any space for farmland, but there is. And people are growing and they're growing organic, like a lot of them are growing using organic methods. And when I found out about that, I was gobsmacked. I was like, I'm a food writer and I don't know this, I'm almost ashamed. So all these vegetables come from Hong Kong? Yeah, everything is grown in Hong Kong in the New Territories, in the northern part of Hong Kong, near the China border. And there's plenty of land here and actually there's just not enough farmers. So everything you see here is organic certified and grown locally. I think it's fantastic because I recognize a lot of vegetables that we have in Luxembourg too. I mean, the Gromprenhai, the Choufleur, but then there is lots of exotic stuff, like I can see here, dragon fruits. Yeah, dragon fruit. And even bananas. Yeah, the banana trees grow really easily in Hong Kong. We're subtropical, so they just sprout up like weeds. That is really so interesting. Also ich meine, es ist ein ganz anderes Klima wie mir. Und einerseits ist es das, was wir von daheim kennen, und andererseits wirklich super exotische Sachen. Et ginn ëmme ganz wenig Bauuren zu Hongkong. An do wennst fredet mech ëmso méi e jonken Hongkonger kennen ze leieren, den desidéiert huet segem Pap seg Farm ze iwwerhoelen. So are you a farmer or your dad? Yeah, I'm a farmer, like just as an assistant, but my dad is the beekeeper. But farming must be such a hard work in Hong Kong. Yeah, it's very hard work. And as you see, the land is very few in Hong Kong and very expensive. So we are very lucky that we have our own land to grow our own fruits for us or even the community as well. Nief de Geméis a Farmstän sinn natierlech och vill Foodstalls hai. An do fën den alles vum megaschärfer Chilisauce bis zu Bayer, den zu Hongkong gebraut gëtt. Okay, mal Prost. We say Prost. Yeah, Prost. An zu Hongkong géif en Gambai soen.
Als nächst geht es weiter für etwas zu essen, von dem ich nie genug kriegen kann. Dim Sum. Et kann ihr vom Menü bestellen oder et war den ein bisschen wie am Flieger, dass Dirsen bei ihr gerullt könnt. Zu Hongkong ging des Dumplings nämlich ob weniger durch das Restaurant gefeuert. Hier am Maxims Palace hund weniger sogar Hightech-Ekran, die einem weisen Wartgrad drop transportiert wird. Ooh, okay. You want to take a So, closer look? yes, absolutely. So what has she got here? Pork dumpling. Pork dumpling. Pork 旋 Okay. 有冇燒賣啊？燒賣啦，燒賣。哦，嗰個燒。So Okay. that is the classic Yes, siu mai. Yes. Let's get that We one. definitely Yes, need to get that. absolutely. So we've got our little sheet here. So every time the trolley lady comes around, they'll stamp it. Hey. Guys. So the shumai, what is in those? So it's a pork and prawn dumpling. So very, very simple. You really taste the pure essence of the ingredients. Cantonese cuisine is very much focused on the purity of your ingredients. So it's very simple, but as you know, the simplest things are often the most difficult to create. Das halten da das wirklich so ein Dim Sum Party für Roma mit gedämpften Dim Sum, die ein bisschen knatschig sind. Dann haben wir die klassisch frittiert, wie wir von daheim kennen, Frühlingsrollen. Wir haben auch so Wontons, die gehen dann ein bisschen das krupsig. Und dann geht es auch noch die gebacken. Das erinnert mich ein ganz bisschen an einen butterischen Croissant-Steak, gefüllt mit Fleisch. Und wir haben etwas ganz Spezielles, und zwar einen kleinen Wobbly-Dessert. Aber ich meine, ich will lieber die Doten. Ich erinnere mich nämlich an Pastéis de Nata mit einem Puddingband dran. Das Ganze wird mit Tee serviert. Chinesen trinken nämlich bei all Essen geringen oder schwarzen Tee. Dim Sum als typischen Hongkonger Mittagskast, also gibt nicht oben an de Restaurant für Dumplings zu essen. Am besten geht in an einem großen Gruppe, für das so viel wie möglich bestellen und schmecken kann. And it's really a family thing, you know. Families come together for dim sum to catch up. It's really a weekend ritual for most families. It's the Sunday roast of China. Pretty much. So on Sundays we would always go to my grandma. Wir sind immer bei meiner Oma erst gegangen, sonntags mit der Familie. Heute wäre ich wahrscheinlich mit meiner chinesischen Oma hier erst gekommen, für Dim Sum zu essen. Well. So it's something that our family would do pretty much every week. You grew up just to like catch that. up with, you know, not only my own family, but with extended family as well. Oh, I wish we had this in Luxembourg. Maybe I should introduce it. Schön wäret, wie ich an der nächsten Episode eigene Live herausfinden werde, ist es extrem schwer für Dim Sum selber zu machen. It's delicious. But I'm starting to get really full. And look how much I ordered. Das ist ja ein typisch, ne? Da waren die anderen zu groß und dann so, no, musste aber alles essen. Mir tue jo einen separaten Dessertsmo. Also ist schlussendlich aber nach Platz für etwas Süßes. Sie haben tatsächlich zu Hongkong hier eine Version vom Eisenkoch, und zwar ein Eggwaffel. Und hier ist es so, weil es aus lauter kleinen Bullen, also eher besteht. Und hier ist es so, dass sie sich ein Bull aufbricht. Und da genießt. Und das knusprig draußen, ein knatschig Spann dran. Einfach mega gut, weil es schmeckt ein bisschen nur Kokosnuss. Das ist ein absoluter Must, wenn ihr nach Hongkong könnt.